Die Mode ist eine Kunst des Erinnerns. Das Alte kommt wieder. Und plötzlich ist er wieder modern. Der Holzschuh. Dieser Schuh ist tatsächlich ein Revolutionsschuh. Aber was hat der Clog mit Revolution zu tun? In jeder modischen Erscheinung steckt sehr viel Symbolik. Mode war immer politisch, von seinen Anfängen schon. Bei Bekleidung geht es um Geschlecht, um Status, um Macht. Und da gibt es in der Historie ganz großartige Beispiele und sogar eine Parallele zu unserem Clog, nämlich mit der Figur aus der Französischen Revolution, dem Sans-Culotte. Die meisten Revolutionen drücken sich modisch aus. Die Sans-Culotte haben ihren Namen durch eine Veränderung der Mode. Er verzichtet auf die Kniebundhose im Gegensatz zum Adel und trägt bewusst die lange Hose. Die Hose der Bauern und Arbeiter. Aber noch etwas trägt der Revoluzer. Und dann muss man natürlich noch auf den Fuß schauen und da trugen sie die Arbeiterschuhe, das waren die Holzschuhe, aus einem Stück gefertigt und auch das war ein Zeichen des revolutionären Charakters, denn die Adligen trugen die feinen Schnallenschuhe. Der Holzschuh ist derb, laut und lässt den Träger archaisch wirken. Ein richtiger Arbeiterschuh. Ein Schuh, den man damals für schwere körperliche Arbeit auf dem Acker getragen hat. Aber er wurde für noch mehr eingesetzt. Wenn die Bauern oder die Arbeiter einen Aufstand geprobt haben, dann kam dieser Schuh zum Einsatz. Entweder zum Zertrampeln von Feldern oder als Symbol für die Revolution oder im 19. Jahrhundert dann weitergehend bei der industriellen Revolution, jetzt aber die dritte Revolution, waren es dann die Eisenbahnarbeiter, die den Holzschuh in die Gleise legten oder in die Maschinen diese Holzschuhe reingeworfen haben, sodass sie dann kaputt gingen. In Frankreich nennt man den Holzschuh heute noch Sabot. Das Verb saboter bedeutet mit Holzschuhen trampeln oder treten. Da ist es kein weiter Weg mehr zum Wort Sabotage. Während der industriellen Revolution wurden Maschinen durch den Sabot sabotiert, ein Sabotageakt. Aber was will die Frau heute sabotieren, wenn sie diesen Schuh trägt? Gegen wen richtet sich die Revolution heute? Mit dem neu aufgekommenen Feminismus, da gibt es ja jetzt schon sehr, sehr viele, die Modetheorie würde da sagen, vestimentäre Statements dafür. Die Women's March-Proteste 2017. Hier ist durch Protest etwas Neues in der Mode entstanden, die Pink Pussy Hats. Golden Globe 2017. Der rote Teppich wurde zur Protestbühne. Viele Stars sind komplett in Schwarz gekleidet gekommen. Sie wollen auf Ungleichbehandlung, Sexismus und Machtmissbrauch aufmerksam machen. Bei Trumps State of the Union Address kamen alle Congresswomen in Weiß, die Farbe der Suffragetten. Ein visueller Protest gegen Trumps reaktionäre Geschlechterpolitik. Frauen solidarisieren sich und zeigen dies durch die Wahl ihrer Kleidung. Mode wird zum Symbol. Wird der Clog auch zum Symbol? Getragen wird er zurzeit in Amerika von Frauen, die selbstbewusst sind, die sich etwas trauen. Es kann im Moment sein, dass noch nicht jeder wirklich weiß, welchen Schuh mit welcher Bedeutung er oder sie da anhat. Es steckt tatsächlich eine tiefere Bedeutung drin. Mode und Revolution gehören zusammen. Alltagskleidung, aber auch Gebrauchsgegenstände bekommen Symbolcharakter. Aktuell passiert das gerade in Frankreich mit den Gelbwesten. Heute ist es so, dass Mode politischer ist denn je. Da erkennt man ja auch die Gelbwesten, erkennt man die weißen Frauen im Kongress in Amerika, hat man erkannt, die wurden sichtbar und abbildbar und verschaffen sich Gehör. Ja, und Gehör verschaffen ist dann wieder ein Stichwort für den Clog, der bodenständig ist und normalerweise laut ist und das in die Welt hinausruft. Und das mögen die Männer gar nicht sexy finden, dass die Clogs so unsexy sind, aber das ist in dem Fall jetzt gerade mal egal. Clogs sind Schuhe, die Umbruch und Veränderung verlangen. Vielleicht erleben die Clogs heute ihre 4. Revolution. Diesmal an den Füßen von Frauen, die sich für ihre Rechte einsetzen.